Willkommen zurück, Freunde, zu Breath of the Wild wieder. Bereits hier im Teleport-Simulations-Simulator. Nee, Quatsch. Es geht darum, ich will ganz kurz hoch zu Robello. Weil wegen antiken Fallen und so weiter muss ich ein bisschen wieder auffüllen. Und dann will ich eigentlich auch noch wieder zum Finn vorbei, um noch hier und da eine Rüstung abzugraden. Mal gucken, was noch geht. Mal schauen, wa? Dann haben wir natürlich weiter mit dem DLC, also sprich Story, in diesem Fall. So, ganz kurz Sachen wieder umziehen, Reckengewand, Hühnerkapuze, Hühnergewand, nicht Hühnergewand, Quatsch, so. Mehr oder weniger mein Standard-Outfit, zumindest aktuell noch. Steht zu Dienste, bitte Materialien und so weiter und so fort, was darf es alles sein. Kohle hätte ich eigentlich für relativ viele Dinge, aber wirklich interessieren tun mich ja, wenn wir ehrlich sind, nur die antiken Pfeile. Dass ich noch so wenig antike Achsen habe, ist echt wahnsinnig. Da kann man auch, also viele die antiken Achsen brauche ich halt immer, das ist das ja, schon ein bisschen angekotzt. Dass die Achsen so wertvoll sein oder so wichtig sein sollen vor allem. So, nachher hätte ich wieder mal 32 Stück auf Lager. Das ist doch was, wo man mitarbeiten kann, oder? Ja, und obwohl das Zorn lädt sich echt erstaunlich schnell wieder auf. Das, ja, läuft, wenn wir behaupten. Läuft. So, hier ist, wir wissen einen, ganz kurz mal gucken. Wegen der Ausrüstung, die haben ja 3 Sterne drauf. Die Wüsten hat auch einen Stern. Wobei, im Prinzip spielt es keine Rolle, zu welcher ich gehe. Denn ich kann auch mehrfach upgraden bei nur einer einzigen Fee. Spielt da echt keine Rolle. Aber da bin ich jetzt ein bisschen länger unterwegs, direkt hier hin, weil hier geht es am schnellsten. Und da war ich im Prinzip wirklich gerade 10 Meter vor der Tür zur großen Fee. Ja, eine große Fee fehlte noch, aber ich habe schon mal gesagt, vermutlich will ich erst einmal das eigene Haus noch kaufen, um herauszufinden, ob man da irgendwie noch bestimmte Waffen oder auch einfach die Ausrüstung generell einfach mal ablegen können und dort stationieren, weil gewisse Waffen will ich halt nicht einsetzen, dann will es trotzdem noch dabei haben im Inventar und deswegen, ja. So komm, Link, das hältst du doch durch. So, fuck. Betrete verstärken. Jo, dann guck mal. Okay, da kann sie leider nichts machen. Schade, was kann sie noch? Sie kann Barbarenhose. Leunhorn habe ich genug. Also Barbaren-Dinger. Hier können sie... Weiter geht noch eine Stufe. Guck mal einer an. Ja, steht doch bereits Sternsplitter. Interessant. Schattengewand, Schattenhose schon mal upgraden. Es ist natürlich so, ich weiß nicht, welches Set ich nachher zuerst fertig habe. Momentan sieht es nach dem Schattenset aus, man fehlt dafür nur noch die Mütze. Aber rein theoretisch könnte das andere auch zuerst kommen. Könnte sein. Und dafür war doch halt wieder vor allem Sternsplitter, oder? Leunhorn war aber anders Glück nicht. Dann mache ich erstmal hier Barbarenhose, weil dann habe ich Barbaren-Set, zumindest das Set wieder komplett, also komplett aber sowieso. Aber dann habe ich jedes Teil davon zumindest einmal upgraded und das ist ja auch ganz nett. Und sollte man nicht unterschätzen. Ein Bonus an dem ganzen Set, noch etwas. Jo. Barbaren-Set. Ja, wer Angriff war, also ist sicher nicht zu unterschätzen. So, Zeitmütze. Moment, Barbarenhose geht ja immer noch, ich weiß. Leunhorn haben natürlich nicht mehr so viele. Wir müssen ein paar Leunen jagen gehen. Ja. Komm, ich versuche es mit dem Schattenset. Vielleicht ist das doch das erste, was ich komplett habe. Der Held gegen die Schatten kämpfte. Man sieht sowieso nicht ganz richtig, war. Er hat eigentlich nur gegen Santo und gegen Ganondorf gecatcht, aber ja, naja. Was er für echt Edelsteine braucht, ist auch krass.
Topaz, Opale, etc. etc. Wer hätte das gedacht? Zack. Nee, momentan lieber nicht. Jetzt will ich mal zurück. Ja, ich weiß. Eigentlich eine fehlt noch, die wieder 10.000 haben. Nee. Die ist auch echt wahnsinnig. So, nochmal gucken. Das ein bisschen sortieren. Ja, gefällt. Die sind natürlich, ja. Trotzdem halt bereits teilweise ein 3 abgegradet haben. Sind natürlich schon relativ stark, schon alles. Aber egal. Gut, ein Gebiet fehlt hier noch. Das weiß ich, will ich eigentlich im Rahmen mit den restlichen Schreinen machen, weil sonst bringt es dann gar nichts. Es ist auch keine Story oder so etwas dahinter. Dann gehen wir doch mal zu Varuta. Dort irgendwo muss es ja rein theoretisch sein, war der Ort. Wenn ein Herzen voll sind, drücke gerne mit das Schwert Strahlen verschießen. Je mehr Herzen besitzt, desto weiter fliegen sie. Hä? Ist das nicht unlogisch? Je mehr Herzen besitzt, desto weiter. Aha, okay. Ich dachte gerade, weil der Herz muss ja voll sein, weil sonst geht es ja gar nicht. Also ist doch egal, wie viele Herzen ich habe, aber ich kann ja bei 3 Herzen können sie ja voll sein. Kann ich auch Strahlen verschießen, aber vielleicht gehen sie nur einen Meter weiter oder so. Und bei 20 Herzen vielleicht, keine Ahnung. Von Hyrule bis nach Dorf Zora oder so. So, schon wesentlich besser. Nabores Fähigkeit. Oh, Nabores Fähigkeit, die fühlt sich rasant auf. Das gefällt mir. So, natürlich passend Kleiden. Was auch sonst. Tagebuch mal aktivieren, dann sehe ich im Prinzip, wo hier etwas wäre. Oh, toll, da drüben. Wieso ist da drüben? Ja gut. Da, oder? Oh. Ist da unten ein Schrein? Muss wohl einmal verpasst haben, wa? Dann sind... Okay, nur die Markierungen. Ich dachte gerade, könnte irgendwie noch was anderes gewesen sein. Nee, das kann Schein, ist einfach nur... Ja. So, Rivali, brauchen wir dann Hilfe? Das garantiert kein Schrein, ist einfach nur das Podest, wo halt die Prüfung stattfindet, sprich die 3 Orte dann gezeigt werden. Wie es ja auch schon bei Obose Ballade der Fall war. Und jo, schätze einfach mal, dass die halt aus der Entfernung so leuchtet wie ein Schrein. Das ist die Steintafel über Ruto. Wenn nicht, müsste ich mich aber sehr, sehr irren. So, okay, ja. Rivalis Fähigkeit bringt's doch. Obosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Obosas Zorn plus wohl eher, wa? Da war sowohl schon klar. Eigentlich brauche ich gar keine Krogmaske, ich schaff's auch so. Nee, ich brauche die Krogmaske schon, weil ganz ehrlich, alle 99 suchen ohne Maske, nee. Ist mir zu doof. So, jetzt sieht man aber auch, dass da echt kein Schrein selber ist, sondern halt eher das Podest. Cool. Hier ist der Stausee. Ich glaube, hier drin hat damals gegen Ruto gekämpft. Da war Ruta wohl eher. Also ja, natürlich, Link war es. Ich war ja bloß Zuschauer. Ich bin sogar hier. Link ist hier hochgeschwommen. Entschuldigung, genau. Ach ja, the good old times. Das war schon wieder irgendwie ein halbes Jahr her, oder? Oh. Das sieht doch sehr interessant aus. Das war auch so ein Grund, wieso ich jetzt mit dem Weiterspielen noch ein bisschen gewartet habe, Leute. Auch nachdem das erste DLC erschienen ist und so weiter, weil... Ja, es geht natürlich auch darum, östlicher Stausee, okay. Geht natürlich auch darum, jetzt so wir noch ein bisschen mehr Story haben. Und dementsprechend noch mal ein bisschen um die Welt herumsegeln, könnt ihr auch einen neuen Ort entdecken, die wir halt zuvor im Rahmen der Hauptstory wirklich, wo ich eigentlich nur Hauptstory gemacht habe,
Logischerweise, weil Link wollte ja im Prinzip seine Erinnerungen zurückhaben, Titan befreien, seine Freunde erlösen und Zelda retten. Und gegen Ganon catchen. Und jetzt nochmal überall ein bisschen an die Orte, die wir noch nicht waren, entdecken wir halt immer wieder ein bisschen was Neues, was wir bis einen noch nicht gefunden haben. Weil sonst, wenn wir einfach da hingehen und sagen, jo, kenne ich ja schon, okay, das ist jetzt, der kleine Fleck hier ist neu. An den Rest kennen wir schon alles. Wäre auch ein bisschen doof, wa? Dein Kommen beweist deinen Mut. An Orten, die gezeigt werden, finden so Prüfungen, die dich stärker machen sollen. Doch still dich ihn nicht leichtfertig. Ich weiß, okay. Das ist Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Und das alles nur, wenn wir am Schluss einen eigenen Titan steuern können. Das Moment hat gerade aufgeleuchtet, da bin ich mir sicher. Ja, Entschuldigung, du kennst es ja. Oh, Reisender, was führt dich hierher? Och, ich will nicht aufdringlich sein. Jeder Reise seinen eigenen Gründen. Oh. Sieh nur, das Monument, das im unvollendeten Licht meines Meisters erwähnt wird. Es ist hier. Ah, welche Freude, gerade hier singen zu können, im Ort, von dem das Lied handelt. Lass mir das Lied vortragen, das mein Meister mir hinterließ. Diese Verse ehre Mifa, so höre. Gut aus Wasser reicht das Firmament, den sanften Recken er als Meister kennt. Größere Kräfte noch zu ergründen. Folge dem, was die Monumente künden. Es gilt, auf den Pfad des Lichts zu wandeln. Es gilt, im Angesicht uralter Feinde beherzt zu handeln. Es gilt, durch der Wasserfälle Lichtringe zu jagen. Prüfungen, die nur Recken wagen. Jo. Und was meinst du? In den Regionen Spuren der Reckenfolge sollte ich alle grundlegenden Verse ergänzen können. Bin mir sicher, mein Meister hat auch einst hier gestanden und diese Zeilen gesungen. Ich möchte den Wunsch meines Meisters erfüllen und irgendwann das vollständige Lied singen. Ich werde alles über die Recken in Erfahrung bringen, um dieses Ziel zu erreichen. Dankenswerterweise waren der König und auch der Prinzesdorf dazu bereit, von ihren Recken zu erzählen. Oh. Am Ende meiner Reise möchte ich das Lied in diesem Himmel singen können, den mein Meister so geliebt hat. Schön für dich. Die Ballade von Mifa. Neuer Zielpunkt. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, hat irgendwie was gesehen hier? Achso, ist nur... So ein Hirsch. Ist ein Harry-Hirsch. Gefrorenes Edelwild. So. Ja gut, was er gesagt hat. Das ist ja dunkel geworden. So weit, so klar, ja, eigentlich. Was mir gerade auffällt, bisher gar kein einziger Blutmond war. Die anderen haben nicht mehr seine Tage. Wie geil ist das denn bitte? Also, dieser Ort. Das sind diese seltsamen Brücken. Mhm. Nee, Quatsch. Da, wie Swingela, Chingela, Tingela. Ach ja, die Tingelinsel ist auch mal vorbei. Aber ich bin ja hier. Das muss dementsprechend eigentlich auch hier sein, war in der Nähe.
No, die zu wenig aber knifflig werden. Oder war ich da schon mal überhaupt? Warte mal, da ist er hier. Eine 4 Inseln. Moment mal ganz kurz. Da haben wir noch ein bisschen da. Okay, okay. Ich würde mal behaupten, hier, wa? Hm. Ja, vielleicht eher da. So ein bisschen schwierig. Obwohl, warte mal ganz kurz, bin ich jetzt doof? Also noch weiter oben. Rechts vom kleinen Wäldchen ist es. Gut, so falsch bin ich gar nicht. Ich würde sagen, hier ist es. So. Haben wir eins schon mal gefunden. Okay, ist erstmal eine 4-Tingel-Insel. Okay, das ist jetzt schwierig. Bisher war es eigentlich immer so, als die kann auch nicht drehen musste, so etwas. Das war immer genau so, wie es dann gezeigt wird. Okay. Dieser Ort der Prüfung. Okay, warte mal ganz kurz. Wir machen hier doch mal irgendwie ein Foto. Amiibo! Lalalala. Das mal löschen, das ist ja so weit jetzt auch klar. Löschen. Oh, natürlich voll im Licht drin. Okay. Ja, richtig geil. Das ist spontan gesagt irgendwo hier oben. Warte mal ganz kurz. Nicht da irgendwie der Wasserfall? Doch, das ist doch hier. Hier. Ja, ganz klar muss hier sein. Der Weg ein bisschen rüber und so. Ja. Doch. Da ist auch so ein paar Knubbel da oben. Knubbel. Ich würde sagen, das ist hier. So. Damit hätten wir den zweiten. Dann mal Nummer 3. Oh, der wird lustig, glaube ich. Warte mal, ist er im Dorf und der Zora? Ja, klar ist er da. Die Steinkreis und da die Prüfung des Donners irgendwie. Hat das ein paar Schmerzen in Erinnerung? Ja klar, das Donnerhorn. Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Ach komm, mach wieder ein Foto, geht irgendwie, aber das Gefühl irgendwie einfach mit dem Foto. Wenn der andere mal aufhören würde zu singen. Lalalala. So. Also, dann bin ich ja hier. Weil, ja, alleine schon wegen dem Dorf dazu und so weiter. Sieht schon nach aus, ja, ganz klar. Also irgendwo hier oben. Noch mal ein bisschen gucken. Ja. Da ist noch der Berg dazwischen. Also quasi das hier. Dann haben wir da die Karte Prüfungen. Das war jetzt ein bisschen zu weit. Hier ist Donnerhorn, ja, genau. Dann, wenn das Donnerhorn, dann müsste es irgendwo hier sein. War ein bisschen höher. Vielleicht gar nicht so leicht zu erkennen, ja. Egal, wird schon gut gehen. Gut, 3 Prüfungen markiert, würde man sagen. Was sagt jetzt? Fast einen ganzen Park gebaut dafür, ist unglaublich. Natürlich hier hinten keinen einzigen Schrein in der Nähe. Was vielleicht noch kommen mag, wer weiß das schon. Dafür habe ich hier natürlich einen und wo war. Wo ist noch einer? Hallo, da hat er markiert. Ja, hier.
Da war nichts wirklich in der Nähe eines Schreins zum Importen. Super. Ja, ich weiß, kann man tun noch einen, aber meinte nur. Ruin der Kala-Festung, deswegen ist der Kala-Turm. Darf auf dem Turm hier rübergleiten. Der Turm ist so klein, aber der könnte klappen. Mit Rivale Sturm vielleicht. Ja, dann mach erst mal die Tingle-Insel. Warum eigentlich nicht? Weil ich fliege mal ganz kurz hier hin, dann. Was hat für einer irgendwie. In der Nähe einer Schlucht. Ne, eigentlich auch nicht. Scheiße, ist nichts irgendwo in der Nähe. Das ist unglaublich. Ja, ist es gut. Grafo beleicht. Ja, wir werden uns mal um die erste Prüfung kümmern, nächste Folge. In der Nähe der Tingle-Insel natürlich die auch noch erforschen. Und mal kurz angucken, weil offenbar sind sie nicht sehr groß und mal schauen, vielleicht irgendwie noch ein Easter Egg zu Tingle oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Ich meine, Tingle-Hose oder Tingle-Schuhe habe ich bereits gefunden. Vielleicht gibt es noch mehr. Wer weiß, wer weiß. Stille. Ah, jetzt schon besser. Dahishino-Schrein. Ja, habe ich schon. Also, Freunde, für uns heißt, in der nächsten Folge machen wir uns aus den Tingle-Inseln, werden da mal ein bisschen gucken, was da alles abgeht. Wir sind gut ausgerüstet mit diversen. Genau. Waldschild noch, irgendwelche Elektrogefahren, Gardeschild, Königsschild. Königsfaust, ne, Königsschild. So. Sieht doch eigentlich ziemlich episch aus, einfach mit weißen Schwert noch und so. Trotz allem, Freunde, ich sage vielen Dank fürs Zusehen und wieder bis zum nächsten Mal. Zurück hier bei Breath of the Wild. Amiibo vielleicht wechseln, weil Foto nicht unbedingt immer so praktisch, immer Stasis, das ist immer geil. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.